Das ist das Märchen, wie die Sonnenblumen auf die Erde gekommen sind. Das kommt aus Armenien. Und das geht so. Also vor langer, langer Zeit war in einem Königreich ein König und der hatte eine schöne, hübsche Tochter gehabt. Und die hat aber schon von ganz klein gesagt, ich heirate nur den Sohn von der Sonne. Und dort der Vater denkt, ja, also wenn sie dann grösser ist, wird sie dann schon normal, das braucht sie einfach nicht. Und dann ist sie ins heiratsfähige Alter gekommen. Und dann hat der Vater heiratsfähige Prinzen angefragt und die sind alle vorbeigekommen. Und jedes Mal hat sie gesagt, nein, das will ich nicht. Ich will nur den Sohn der Sonne. Das will ich nicht. Und zuletzt ist der Vater so verrückt worden, dass er gesagt hat, jetzt hau's ab, geh such den Sohn von der Sonne, aber komm nicht mehr heim und verschwind. Und dann ist die losgegangen, die Prinzessin, und ist weit über Berge, über Täler, durch Wälder, durch Wüste. Und zuletzt ist sie zum Sonnenberg gekommen und auf dem Sonnenberg oben hat die Sonne gewohnt. Und als sie dort oben war und die gesucht hat, plötzlich ist ein kleines, altes Frauchen um die Ecke gekommen und hat gesagt, «Grüß die Prinzessin, was willst du da?» Hat sie gesagt, «Ja, weisst, ich will eben den Sohn von der Sonne heiraten, das ist mein grösster Wunsch.» Dann hat sie gesagt, «Weisst, ich bin ein altes Mütterli, aber es sieht nur so aus, ich bin die Sonne, ich habe mich verzaubert. Aber weisst, es ist eben genau so, ein Mensch kann nie in die Sonne schauen, sonst wird er blind. Und bei meinem Sohn ist das genau gleich. Also wenn du den heiratest, dann darfst du ihn nie anschauen.» Dann hat sie gesagt, das ist mir alles gleich, wenn ich ihn nur bekomme. Und dann hat sie ihn heiraten. Und dann hat sie ein ganzes Jahr mit ihm zusammengelebt und hat gar nie ihn angeschaut. Sie hat immer die Augen zugetan, wenn er gekommen ist. Sie haben es aber sonst ganz schön gehabt. Aber von einem Tag auf den anderen hat sie gedacht, jetzt will ich den eigentlich schon einmal anschauen. Das ist doch ein Blödsinn, wenn ich das nicht darf. Und die Sonne hat sich wieder ins alte Fraueli verwandelt und hat gesagt, «Du, ich merke, mit dir stimmt etwas nicht. Was ist los?» «Ich möchte halt gerne meinen Mann einmal anschauen, deinen Sohn.» Dann hat sie gesagt, «Ja, das geht eben nicht, sonst wirst du blind. Aber weisst du, was kannst du machen? Nimm ein grosses Becken Wasser und stell das her beim Essen. Dann kannst du dort reinschauen und dann spiegelt sich sein Gesicht drinnen.» Ui, das hat sie gemacht. Und als sie dem eine schöne Schüssel Wasser hergestellt hat beim Essen und dort reingeschaut hat er es gemerkt und hat gesagt, «Geht's eigentlich noch? Ich habe dir doch verboten, mir in die Augen zu schauen. Wenn du nicht dich kannst an die Regeln halten, ab, haus fort.» Und er hat ihr gerade einen Schubs gegeben und sie ist über einen Regenbogen runtergerutscht und hat fest brieken. Und als sie fast am Boden war, hat die Sonne Erbarmen gehabt und hat sie gerade verwandelt. Wups, ist sie verschwunden und eine Sonnenblume ist gekommen. 2 Meter hoch war die Sonnenblume und die hat aussen gelbe Blätter gehabt und in der Mitte ist es braun, also eben wie blind. Aber dort hat es Körnchen drin, die die Vögel essen können. Und seitdem schauen die Sonnenblumen auf der ganzen Welt den ganzen Tag an der Sonnenblume, der Sonne nachschauen. Sie verfolgen es so verfolgen und jetzt können sie sie anschauen. Und das ist die verwandelte Prinzessin, die der Sohn der Sonne heiraten wollte. Und seit das schief gegangen ist, haben wir dafür die Sonnenblumen auf der Erde und können uns freuen an denen. Das ist die Geschichte. So sind die Sonnenblumen auf die Welt gekommen.